Wir haben heute den zweiten Teil von dieser Reihe Gottes heilige Gegenwart, wo es geht um die Stiftshütte und die Gegenstände drin. Oder ihr könnt euch auch den Tempel vorstellen mit diesen Gegenständen. Vielleicht habt ihr euch schon überlegt, was bedeutet denn das? Gottes heilige Gegenwart. Sind ihr Gott schon mal begegnet? Habt ihr eine Begegnung erlebt mit Gott? Ich nehme an, viele unter uns haben schon so eine Begegnung gehabt. Ich denke, möglicherweise habt ihr schon Begegnungen mit Gott erlebt, ohne dass ihr es gemerkt habt. Und jeder Mensch, der ein Kind von Gott ist, in seinem Leben wohnt der Heilige Geist. Also da ist eine ganz persönliche, nahe Begegnung. Und die hat irgendwann einmal stattgefunden. Aber auch immer mal wieder zwischendrin können wir Gott begegnen. Wir können das nicht machen, aber wir können das suchen. Wir können uns ausrichten darauf. Heilig heisst für mich in Bezug auf Gott, in dem Zusammenhang, Gott ist rein, vollkommen. Und eine heilige Begegnung ist eine Begegnung, die mich berührt, die mich erfasst, vielleicht auch, die mich überwältigt. Und die Stiftshütte wird manchmal auch genannt Zelt der Begegnung. Es geht um Begegnung mit Gott. Und heute schauen wir ein bisschen an den Vorhof und die beiden Gegenstände, das Waschbecken und der Altar im Vorhof. Ich habe mal so als Inspiration aus dieser Schrift habe ich mal einige Gedanken genommen. Und das hat sich aber im Laufe der Zeit immer mehr verändert. Ich weiß gar nicht, wie viel von dem noch übrig geblieben ist. Aber das habe ich mal so als ursprüngliche Inspiration genommen. Und Bilder, die sind von der Stiftshütte im Timna-Park in Israel. Das ist 30 Kilometer nördlich von Elat in der Wüste. Die kann man schauen, die ist in der normalen Größe, wie es so ist. Und ich habe die Fotos gemacht und einfach geschaut, dass nicht ein Haufen Leute drauf sind, sondern dass wir einfach das haben. Denn das Bild habt ihr auf dem Flyer, das habt ihr jetzt vielleicht schon gesehen. Da habt ihr den Überblick darüber. Der Vorhof, das Heiligtum und das Allerheiligste, was da für Gegenstände drin sind und in welchen Stellen, dass die beschrieben sind, könnt ihr das nachschlagen. Dann habe ich auch noch ein Blatt oder 2 Blätter machen lassen. Die sehen so aus. Ich habe das Kopie hinten dran, wobei das habe nicht ich gemacht. Ich habe nur den Auftrag gegeben. Das hat der Nano Banana Pro für mich gemacht. Und da könnt ihr schauen, die Bedeutung, verschiedene Hinweise da drin. Das kann man ein bisschen studieren. Da kann man wie ein eigenes Bibelstudium machen dazu. Die Stiftshütte, der Tempel, die verschiedenen Gegenstände, die sind nicht einfach so da. Da hat nicht Gott einfach gedacht, ja, das könnten wir mal machen, das wäre mal etwas. Also es ist ja so nichts dumm, wir machen jetzt mal eine Stiftshütte oder mal einen Tempel. Das hat seinen Grund. Das hat seinen Hintergrund. Und zwar, der Hintergrund ist, Gott will Gemeinschaft, Gott will Begegnung mit dir und mir. Gott will das. Das ist sein Wunsch. Gott ist bereit, uns zu begegnen. Das hat er schon gezeigt, ganz am Anfang mit dem Garten Eden, wo Gott einen schönen, perfekten, vollkommenen Garten, eine super Umgebung geschaffen hat für den Menschen. Er hat alles gut und schön gemacht. Und jeden Tag ist er Adam und Eva begegnet, hat mit ihnen geredet, bis zu dem Moment, wo die Sünde reingekommen ist. Und das hat alles verändert. Dann ist die Gemeinschaft, die Begegnung gestört gewesen ab dann. Man kann sagen, die Sünde macht die Nähe zwischen Mensch und Gott unmöglich. Das hat eine Trennung stattgefunden. Gott hat den Menschen aus dem Garten Eden rausgeschickt. Ich denke, dass durch Gottes Herz ein Riss gegangen ist in dem Moment.
Da denken wir vielleicht gar nicht dran, was mit Gott passiert in dem Moment. Wir denken nur an das, was mit den Menschen passiert. Aber der Gott, der Menschen geschaffen hat, um Gemeinschaft zu haben, um es Gegenüber zu haben, da ist etwas passiert mit ihm durch die Sünde. Das war ein Schlag in sein Gesicht. Gott hat aber nicht gesagt, ich gebe das ganze Projekt auf, es ist gescheitert, sondern er hat einen Weg gesucht, wie dass die Begegnung wieder möglich ist. Und er hat dem Volk Israel den Auftrag gegeben, zuerst an Mose, dann nachher auch am Salomo, die Stiftshütte zu bauen, einen Tempel zu bauen. Und Gott hat einen Weg geschaffen. Vergebung und Versöhnung ist die Tür, wo man durchgehen kann. Und die Stiftshütte und der Tempel zeigen, dass es einen Zugang gibt, aber der Zugang ist begrenzt. Oder man könnte sozusagen sagen, das ist ein Zugang mit gewissen Hindernissen. Es ist nicht mehr so einfach wie im Garten Eden, wo einfach jeden Tag im Stehen und hat mit Gott reden können. Das hat sich verändert. Ist aber nicht bei dem geblieben. Jesus ist gekommen. Und durch Jesus ist Gott ein Mensch geworden. Da kommt Gott zu uns. Und durch Jesus gibt es einen neuen Zugang zu Gott für jeden, der glaubt. Das ist phänomenal, das ist etwas ganz Spezielles. Das ist wirklich völlig neu. Jesus sagt, ich bin der Weg. Jesus sagt, ich bin die Tür zu Gott, zum Vater. Er ist der Durchgang. Da ist wirklich völlig etwas Neues, Einmaliges. Und in seinem Sterben und in seiner Auferstehung kann man sagen, hat er den Weg ins Allerheiligste direkt gebahnt. Der Vorhang ist zerrissen, als er am Kreuz gestorben ist. Der Zugang ist wieder da. Durch Jesus ist das möglich. Und dann am Pfingsten kommt der Heilige Geist. Und dann gibt es von dort an auch wieder ganz eine neue Art von Gemeinschaft mit Gott. Nämlich, Gott wohnt durch den Heiligen Geist in seinen Kindern. Vater, Sohn, Heiliger Geist wohnen in uns. Wenn du ein Kind von Gott bist, bist du ein Tempel von Gott. Dein Körper ist Vorhof Heiliges Allerheiligstes. Also mir ist das auch nicht immer bewusst. Aber so ist es. Das sind Realitäten, wie Gott sie geschaffen hat. Es wird dann noch weitergehen im neuen Jerusalem, wenn dann der neue Himmel und die neue Erde sind. Dann gibt es eine vollkommene, ewige Gemeinschaft. Dann gibt es, was heisst, kein Tempel mehr im neuen Jerusalem. Übrigens, das neue Jerusalem ist würfelförmig. Länge, Breite, Höhe ist genau gleich. Genauso wie das Allerheiligste. Im Tempel, die Maßangaben von dem Allerheiligsten im Tempel sind Länge, Breite und Höhe genau gleich. Also sozusagen ist das neue Jerusalem das neue Allerheiligste, wo Gott mit allen seinen Kindern so zusammen wohnt. Einfach das als Hintergrund. Wenn Gott nicht mit uns Gemeinschaft haben will, hätte eine Stiftshütte und ein Tempel und alles das gar nicht viel Sinn. So, und jetzt zu der Stiftshütte, zu der Wohnung, wo Gott gewohnt hat, ganz besonders. Ich finde das so interessant, wenn Gottes Gegenwart da war und der Mose dort reingetreten ist. Oder es hat schon geheißen vom Tempel, da ist Gottes Gegenwart da gewesen, das war so überwältigend und stark gewesen, hat gar niemand mehr reingehen können. Oder heute Morgen habe ich gelesen, bei der Verklärung von Jesus, dass sein Gesicht geleuchtet hat wie die Sonne und die sind alle umgekehrt. Das war überwältigend, die Begegnung. Die Stiftshütte und der Tempel sind Stätten von Gottes heiliger Gegenwart zur Zeit vom Alten Testament. Dort ist Gott seinem Volk begegnet. Die Priester mussten durch 7 Stationen vorbeigehen, um in die Gegenwart von Gott hineinzukommen. Und das zeigt, dass es ein Unterschied ist zwischen Gott, einem heiligen Gott und einem Mensch.
Und der Unterschied, die Distanz ist überwunden worden durch Jesus. Aber da ist ein Vorhof, da ist ein Brandopferaltar, ein Waschbecken. Und dann ist man da hineingegangen ins Heiligtum. Dann sind da die Gegenstände. Und einmal im Jahr ist der Hohepriester ins Allerheiligste hinein. Das sehen wir da. Im Vorhof konnten alle hin. Denn mit dem Tempel haben auch Frauen dann können im Vorhof. Heiden haben nicht können rein, sondern nur jüdische Menschen, die sich gereinigt haben, Opfer gebracht haben. Ins Heiligtum hinein da, bei den Türen ins Heiligtum war Ende für alle, Ende Gelände. Da konnten nur noch Priester rein. Und auch die geweiht waren, sie haben dort gedient, sie haben sich waschen. Sie haben natürlich, wie die anderen, auch ein Opfer gebraucht. Und ganz in die Gegenwart von Gott, in die Nähe ins Allerheiligste, hat nur der Hohepriester können, einmal im Jahr, am Yom Kippur, am Versöhnungstag, ein besonderes Sündopfer hat er gebracht, Räucherwerk und eine besondere Kleidung hat er angehabt. Könnt ihr euch vorstellen, was das bedeutet? Das steht in den Evangelien, dass der Vorhang ins Allerheiligste zerrissen ist, wo Jesus am Kreuz gestorben ist. Könnt ihr euch vorstellen, was das für die Priester heisst, die dort im Tempel waren, gerade in dem Moment? Was das für die Juden heisst? Was das für die heisst, die sich Jahrzehnte oder Jahrhunderte etwas anderes gewöhnt waren? Für uns, ja, völlig normal. Aber probiert euch vorzustellen, wie revolutionär das ist. Geht zu seinen Toren ein mit Danken, zu seinen Vorhöfen mit Loben. Dankt ihm, lobt seinen Namen. Und die Leute sind dankbar gewesen, dass sie können in die Stiftshütte kommen oder zu dieser Stiftshütte kommen, dass sie die Gegenwart und die Gemeinschaft mit Gott können erleben. Und auch wir können dankbar sein. Wir haben das gehört, das Lied von der Gnade. Wir haben die Heiligkeit nicht verdient, sondern es ist Gnade. Es ist die Vergebung, die uns parat macht. Und wir können das vielleicht für uns nehmen und darüber nachdenken, wo wir reich beschenkt sind, wo Gott in meinem Leben Segen geschenkt hat. Das ist sozusagen wie Vorhof. Da können wir für uns selber auch so Gedanken machen. Wir können direkt zu Gott, aber wir können gleich Lob und Dank haben, wenn wir vor Gott kommen. Zur Zeit des Alten Testaments mussten die Menschen Tiere opfern, damit ihre Sünden gesühnt werden konnten. Und das ist da bei dem Opferaltar passiert. Jesus hat für alle deine Sünden am Kreuz gezahlt. Gott hat deine Sünden auf Jesus gelegt. Und aus meiner Sicht ist der Opferaltar ein direktes Bild auf das Kreuz von Jesus, wo sich geopfert hat. Er ist das Lamm von Gott. Jesus hat Verdammnis, Schuld und Angst besiegt. Und wir können Gott danken für alles, was er am Kreuz getan hat. Wir müssen nicht mehr, wenn wir gesündigt haben, irgendein Opfer bringen. Wir müssen nicht mehr irgendwie zu besonderen Festtag auf Jerusalem ziehen, in den Tempel Schöfli kaufen und die Opfer lassen, wie beim Passa. Jesus hat es vollbracht. Ein für alle Mal. Im Hebräerbrief ist das noch beschrieben. Ihr könnt dort ein bisschen nachlesen. Dort ist ganz klar betont, dass Jesus nicht immer wieder kommen musste, sondern er ist ein für alle Mal gekommen. Mit dem hat Jesus nicht gesagt, alle Opfer sind schlecht gewesen und so. Nein, das ganze Opferwesen, alle die Gegenstände, die da waren, die haben sich alles erfüllt in Jesus. Er ist die Erfüllung von dem. Er hat mir gesagt in der Bergpredigt, ich bin nicht gekommen, das Wort Gottes aufzulösen, sondern zu erfüllen. Und er hat es erfüllt. Und ich glaube eben, dass Gott das schon vor Grundlegung der Welt so gedacht hat, dass wenn die Menschen sich abwenden von ihm, dass er den Weg wird gehen,
damit er weiter Gemeinschaft haben mit uns. Sünde braucht Sühnung. Sünde braucht ein Opfer, um vergeben zu werden. Sünde, was ist Sünde? Sünde hat meiner Meinung nach verschiedene Aspekte. Das Hauptwort im Neuen Testament, Hamartia, heißt meistens Zielverfehlung. Aber Sünde ist Schuld. Kann Unterlassung sein, wenn du etwas Gutes nicht tust. Das kann auch Sünde sein. Das kann sein, dass du ein Gebot von Gott übertrittst, dass du ethische Werte, die Gott gesetzt hat, negierst oder übertrittst, dass du in deinem Leben Prioritäten setzt, die nicht zielführend sind. Das kann das beinhalten. Und du kannst dich verunreinigen durch irgendwelche Sachen, die du siehst, hörst oder sagst. Alles das kann das beinhalten. Und ich denke, ihr merkt selber, ob das in euch irgendeine Resonanz gibt. Und genau für das ist Jesus gekommen. Genau für das hat er gezahlt. Für alles das. Da bin ich so froh und dankbar. Und wir haben nachher haben wir den Abendmahl. Ich sage, ja, da haben wir auch noch so ein bisschen Gegenstände, genau, so in einem kleineren Maß. Und die zeigen, die sind sozusagen ein Bild für uns, dass Jesus seinen Körper geopfert hat und sein Blut hat fließen lassen zur Vergebung. Und wenn ich das nehme, stelle ich mich wieder drin hinein und ich sage, ich nehme das in Anspruch. Ich möchte da jetzt einen Abschnitt lesen aus dem Hebräerbrief. Da heißt im Hebräer 10, wir haben jetzt einen freien und ungehinderten Zugang zum Heiligtum, Geschwister. Jesus hat ihn eröffnet durch sein Blut. Und durch seinen Körper hat er uns sozusagen durch den Vorhang hindurch einen neuen Weg zum Leben gebahnt. Und das ist eben statt der Brandopferaltar. Wir haben auch einen Hohepriester, dem das ganze Haus Gottes unterstellt ist. Deshalb wollen wir uns ihm mit aufrichtigem Herzen, voller Vertrauen und Zuversicht nähern. Unser Herz ist ja mit dem Blut Jesu besprengt und dadurch von unserem schuldbeladenen Gewissen befreit. Wir sind bildlich gesprochen am ganzen Körper mit reinem Wasser gewaschen. Und das weist uns hin aufs Waschbecken. Also das ist bildliche Rede. Niemand von uns ist wirklich mit Blut besprengt worden, sondern durch den Heiligen Geist sind wir sozusagen gewaschen. Im Bad der Wiedergeburt heisst es einmal. Oder durch Gottes Wort, das reinigt uns. Die Vergebung reinigt uns. Und das ist ein Hinweis auf das, was im Alten Testament eben das Waschbecken war, wo die Priester sich gewaschen haben. Für uns als Anwendung könnten wir nehmen, prüf dein Herz, deine Gedanken, deine Motive. Bin ich innerlich rein? Jesus hat ja klar gemacht, dass man auch essen kann, also dass er den Jüngern nicht gesagt hat, ihr müsst alle die Hände waschen vorher. Die haben eben gegessen ohne die Hände waschen. Und die Juden haben immer alles genau gehalten und die Hände gewaschen. Aber er sagt, die wichtigste Reinheit ist im Herz. Ist in den Gedanken. Und wir können, für uns ist es so einfach, wenn wir sündigen, müssen wir kein Opfer bringen, wir können das Jesus einfach sagen. Wir können das Gott sagen. Bekenne alle bewussten und unbewussten Sünden in deinem Leben und bitte Gott um Vergebung. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er unsere Sünden vergibt und uns heilt von aller Ungerechtigkeit, steht in 1. Johannes 1,9. Wir haben es so einfach. Wir haben es so einfach. Was wir noch sagen können, wenn ich meine Sünden bekenne, gehört natürlich dazu, dass es mir leid tut. Dass ich das bereue, dass ich das gesagt habe, gemacht habe oder unterlassen habe oder falsche Wege gegangen bin oder was auch immer. Wenn es mir nicht leid tut, muss ich nicht sagen, vergib mir. Es ist dann nicht ehrlich. Aber wir haben es so einfach, weil es Jesus so schwierig hat. Denn
das Waschbecken ist für mich ein Bild von der Reinigung, von der Heiligung. Also da sind unsere Zunge ist da drin, unsere Augen, unsere Ohren, unsere Hände, unsere Füße, welche Wege gehen wir, was denken wir. Und im Philipper 4 sagt der Paulus, richte deine Gedanken auf Gott und bitte Gott, die Frucht vom Geist in dir wachsen zu lassen. Schlussendlich können nicht wir aus eigener Kraft, aus eigener Energie uns so verwandeln, uns so benehmen, so denken und so reden und so handeln, wie es Gottes Heiligkeit entspricht. Das geschieht in uns und durch uns, durch den Heiligen Geist. Und darum brauchen wir die Nähe zu Gott. Darum brauchen wir Begegnung mit Gott. Weil Gott uns solches Erbarmen geschenkt hat, Geschwister, ermahne ich euch, dass ihr euer ganzes Leben Gott als lebendiges und heiliges Opfer zur Verfügung stellt. An solchen Opfer hat er Freude. Das ist der wahre Gottesdienst. Römer 12,1. Opfer im Neuen Testament ist Jesus und du und ich. Das heisst, ganz Hingabe, könnte man dem sagen. Das ist eine Person, die da beschrieben ist, die sich ganz Gott gibt. Mit allem Drum und Dran. Wer wir sind, was wir haben. Unsere Zeit, unsere Kraft, unsere Vergangenheit, unsere Gegenwart, unsere Zukunft. Ganz Leben, Gott hingeben, Gott zur Verfügung stellen. Das ist der wahre Gottesdienst. Einige Bibelübersetzungen sagen, das ist der vernünftige Gottesdienst. Logikos, vernünftig, wahr. Ich würde sagen, das ist angemessen. Das passt. Ich würde so sagen, wer Gott sein ganzes Leben anvertraut, der zeigt mit dem, dass er begriffen hat, um was es geht da. Wenn ich mein Leben Gott nicht anvertraue, meine ich, habe ich es nicht wirklich begriffen, um was es geht. Was das alles bedeutet. Dass Gott Beziehung will mit mir und dass Jesus sich angegeben hat. Ich möchte nochmal einen kurzen Überblick zeigen über die Wohnung von Gottes heiliger Gegenwart. Das war die Stiftshütte, wo Gott in der Wüste umgereist ist mit dem Volk Israel. Und in der Wüste, du bist weg von allem. Da gibt es keine Ablenkung in dem Sinn. Da, was willst du da in der Wüste? Da kannst du zur Arbeit nicht in den Ausgang. Also, da gibt es die anderen und nur noch Gott. So, also, in der Wüste ist die Begegnung mit Gott vielleicht sogar ein bisschen einfacher. Und darum ist es manchmal auch gut, wenn wir uns mal so ein bisschen zurückziehen, in die Ruhe hineingehen, wo wir mal keine Ablenkung haben. Und vielleicht hilft uns das, dann Gott zu begegnen. Ich möchte aber auch sagen, dass Gott uns jederzeit begegnen kann. Der Paulus war voll Elan unterwegs auf Damaskus und hat da die Christen verfolgen mit Gefolge, Zeugs und allem und wahrscheinlich unter Druck und Stress. Und genau dort ist ihm Jesus begegnet. Also das geht auch. Gell? Einfach, es kann verschiedene Situationen geben. Im Tempel war dann ein fester Platz. Und in Jesus ist seine Gegenwart personal geworden, eine Person. Übrigens im Johannes 1,14 heißt das Wort, wurde Fleisch und wohnte unter uns, da heißt wörtlich und zeltete unter uns. Also in ihm ist wie das Zelt von der Begegnung ein Mensch geworden. Und Gottes Gegenwart ist in einem Mensch, in Jesus, vollkommen da gewesen. Wer Jesus begegnet ist, ist Gott begegnet. Das haben einige Leute haben das begriffen. Und ich finde es unbegreiflich, dass die Theologen das nicht begriffen haben. Damals, die es hätten sollen wissen. Denn in der Gemeinde selber als Ganzes ist ein Lieb von Jesus und der Einzelgläubige ist auch ein Tempel von Jesus. Und dann eben das neue Jerusalem. Jetzt zum Abschluss zusammenfassend.
Jedes Gerät in der Stiftshütte zeigt auf Jesus. Er ist das wahre Opferlamm, das Licht, das Brot, der Fürsprecher, die Bundeslade und der Gnadenthron und der Hohepriester und. Eigentlich ist alles auf Jesus gemünzt. In ihm ist das alles erfüllt. Und Pfingsten macht die Erfüllung für uns persönlich. Also was Jesus vollbracht hat, wird durch den Heiligen Geist in dir und mir wirksam und lebendig. Was damals Juden vielleicht haben können erahnen, wo im Vorhof geblieben sind und nie haben können in das Heiligtum. Für uns kann das Alltag sein. Und heute brauchen wir keinen irdischen Tempel mehr. Wir haben so einen freien Zugang. Wir können jederzeit mit Jesus reden. Und das möchte ich jetzt gerade machen. Jesus Christus, ich danke dir, dass du ein Mensch geworden bist, dass du zu uns gekommen bist und dass in dir die Gegenwart von Gott sichtbar war. Gegenwärtig, lebendig. Und Jesus, ich danke dir für dein Opfer. Ich danke dir, dass du den Weg frei gemacht hast. Ich danke dir für dein Leiden, deine Kämpfe und deine Schmerzen. Danke, dass du den Weg aufgemacht hast, ins Heiligtum, ins Allerheiligste. Danke, dass wir dir begegnen dürfen und danke, dass du uns begegnen willst. Ich bitte dich, dass du das gerade auch tust im Abendmahl. Herr, red zu uns. Sprich uns an, berühr du uns. Schenk du uns einen Moment der Begegnung mit dir. Amen.